Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gesetzesprojekt 8675 erlaubt es, wie wir gerade hören, unter klar definierte Konditionen Photovoltaikanlagen an den ZNA, ich will da noch durchkürzen, Landstein ist groß, Verkehrsachsen wie Autobahnen zu installieren. Als CSV begrüßt mir das Anpassung ausdrücklich, sie ermöglicht zusätzlich Flächen zu mobilisieren, ohne neue Flächen zu versiegeln oder neue Konflikte mit Landnutzungen zu schaffen. Ich will auch ein paar Punkte hervorheben, die es bei der Umsetzung besonders wichtig sind. Erstens, Potenzial auf substanziell an all zusätzlich installierte Megawatt zählt. Die Studien, die am Vorfeld gemacht wurden, weisen ein bedeutendes Potenzial. Allein durch die Ouverture von der sogenannten Edificandi Landstautobahnen könnten theoretisch 109 Megawatt zusätzlich installiert gehen. Das entspricht einem Plus von 15% gegenüber dem Potenzial, das schon außerhalb von dieser Zone besteht, nämlich 711 Megawatt. An den nächsten 100 Meter. Am Kontext vom PNEC müssen wir alle Jahr rund 100 Megawatt neue Photovoltaik installieren. Das entspricht also dem, was hier gebaut wird. All zusätzliche Flächen, die aber sinnvoll erderweise für erneuerbare Energie genutzt können, hilft uns mehr sehr für uns kommen, an als Abhängigkeit von Energieimporten zu reduzieren. Zweitens, wir nutzen neue Flächen, die heute nicht mehr begrenzt genutzt werden. Genau das ist die große Vorteil von dem Projekt. Wir schwätzen heute nicht davon, wertvoll landwirtschaftliche Flächen zu überbauen. Wir schwätzen über Bereiche lang Autobahnen an Großstraßen, die aus Sicherheitsgründen sowieso nicht können bebaut werden. Das sind Flächen, die landwirtschaftlich nicht mehr ganz begrenzt können genutzt werden und so eine zusätzliche Funktion kriegen, erneuerbaren Strom zu produzieren. Das ist eine intelligente Form von der Dürbelnutzung. Wir schaffen also keine unnötige Konkurrenz zwischen Energieproduktion, Landwirtschaft und Naturschutz, wenn wir nutzen eine Fläche, die schon da ist. Drittens, da wo heute Landwirtschaft ist, muss Agri-Photovoltaik Lösung sein und dazu sind wir mit den Bauern. Das ist für uns ein wichtiges Prinzip. Weil Landwirtschaftsflächen in Zukunft für Photovoltaik genutzt gehen, auch lang Autobahnen, da sollte nicht auf Kosten von der Landwirtschaft geschehen. Wir unterstützen dafür klar das Prinzip von der Agri-Photovoltaik. Das bedeutet, dass die Landwirtschaftsnutzung erhalten bleibt und die Energieproduktion dabei kommt. Der Bauer darf dabei nicht nur Proprietär oder Bewirtschafter von der Fläche sein, hier muss ein Partner vom Projekt sein, hier muss von dieser Entwicklung profitieren können und nicht verdrängen. Energietransition und Landwirtschaft gehen Hand an Hand mit. Viertens, die Photovoltaik dürfen einen begrenzten Impact auf den Terrain haben. Ein anderes wichtiges Projekt an die Rapporteure ist darauf angegangen, ist die Reversibilität von diesen Installationen. Gesetz gesagt für, dass Strukturen durch Enfoncement am Boden fixiert gehen und nicht auf massive Betonsfundamente aufbauen. Das ist ein guter Approach. Das bedeutet auch, dass so Installationen später nicht relativ einfach aufgebaut können gehen. Der Boden bleibt grundsätzlich erhalten und es entsteht keine dauerhafte Versicherung. Genetische Reversibilität entsteht so ein Projekt von vielen anderen Bauten und möchte mehr einfach so Flächen in Zukunft nicht ernst zu nutzen und nicht nötig geht. Wir brauchen aber auch Sicherheit für die Investisseuren. Die Chambre de Commerce hat an ihrem wieder darauf hingewiesen, dass juristische Unsicherheiten die Investitionen können bremsen. Wenn den heute eine Photovoltaikanlage plant und daran investiert, dann geschieht das für eine Dauer von 15 bis 20 Jahren. Kein Betrieb wird bereit sein, so eine Investition zu machen, wenn man zu einem Moment muss damit rechnen, dass die Fläche kurzfristig für den Ausbau von der Straße zurückgefroren wird. Dafür wäre es sinnvoll, an den Kontrakten klare Garantien und Klauseln vorzusehen, die den Betreiber eine raisonable Planungssicherheit geben, ohne dabei die öffentlichen Interessen für zukünftige Infrastrukturprojekte unnötig anzuschränken. Nicht mit so einer Sicherheit werden die nötigen Investitionen wirklich gemacht. Neben dieser wirtschaftlichen Planungssicherheit dürfen auch die praktischen und technischen Herausforderungen von diesem Projekt nicht aus den Augen verloren gehen. Photovoltaikanlagen langs Autobahnen sind mehr stark Stöps auf Verschmutzung ausgesetzt wie andere Installationen. Als dafür der Rendement von diesen Anlagen dieselben oder fallen durch regelmäßig Putzen mehr Kosten, das muss man auch am Ende behalten. Schlussendlich, Herr Präsident, wir dürfen die Flächen und Gebäude nicht vergessen, die wir als Staat selber besitzen. Wir setzen heute an diesem Gesetz Mesure 22 aus dem Park einfach sehr erneuerbar um. Die 21 Mesure gesagt zum Beispiel für, dass der Staat eine richtige Photovoltaikstrategie für sein Gebäudepark ausschafft, mit konkreten Zielen an einer klaren Umsetzungsplan. Das ist richtig und es muss geliefert gehen. Bâtiment Public geriert 1500 Gebäude, bis Ende 2025 wären nur 75 Gebäude mit einer Photovoltaikanlage equipiert. Die Regierung schätzt, dass auf ihre Gebäude ein Gesamtpotenzial von rund 50 Megawatt Peak besteht.
75% vom méiglichen Potenzialen sind nach immer nicht genutzt. Der Staat muss seine Vorbildfunktion nach viel mehr konsequent erfüllen. Eier mir überall neue Flächen erschließen, sollen wir als echt das Potenzial ausschöpfen, das schon versichert ist. Wir begrüßen als TSV, und ich komme zum Schluss, dieses Gesetzesprojekt will eine pragmatische und nur als Möglichkeit mit Produktion von erneuerbaren Energien auszubauen. Wenn wir die Balance finden, wo Landwirtschaft, Planungssicherheit Hand an Hand gehen, da kommen wir an der Energietransition hervor. An dem Sinn gehe ich den Akkord von der CSV.